Verdammt, Timmy Boy, ich war 4 Sekunden spät. Ich war 4 Sekunden spät, das ist nix. Jetzt warten wir erst mal, was der YouTube-Sepp sagt. Schauen wir mal, was der YouTube-Sepp sagt. So, YouTube-Sepp. Oh, ich sag mich, ich hab's gespannt, im Admin sag ich mich früher. Wahnsinn. Wahnsinn. Bin ein bisschen nervös. Bin ein bisschen nervös. Timmy Boy, Popomann, kriegst du dir daheim? Kannst du den Rest vom Saufen? So. Morgen die Leute, die vielleicht das Video hochklicken und vorher noch nichts gesehen haben, nicht gleich wieder verschrecken. Um Gottes Willen, was ist denn hier für ein Porter der Teufel, der bläht dann bloß umeinander. Grütze, fix, Alter. Ton da, aber Beutel, was? Moment. Der VÖ NX2, der Beutel, was Beutel? Überhaupt nichts da. Funktioniert jetzt der Stream oder nicht? Überhaupt nichts da. Hat nicht funktioniert! Schlaferst du! Kauf dich mal einen Monitor! Jetzt kriegst du mir erstmal in den Haufen hinein. Habe die Ehre an den Pixel-Wixel, den kann ich nicht lesen, ist mir wurscht. An den Zampal, an den Dagerl, an den Zwölfchen und den Rest der Mods, an den Herrn Viking, an den Herrn Grotzer, an den Riesenmike, an den Randstadtberni, an den Agrartechnik-Fan. So, mehr am Morgen nicht gerissen, also wurscht ist heute. Haben wir andere Probleme. Glaube ich, in 13 Minuten und 36 Sekunden. Grütze fix, Kinder. Meine Damen und Herren! The day has come! Finally! Die Arbeit! Vor allem im letzten Jahr, Wochen, Monate, deren mehrere, ist nicht abgeschlossen. Ist nie abgeschlossen. Mir darf es euch überhaupt nicht wundern, wenn in 13 Minuten und 10 Sekunden absolut nichts funktionieren wird. Aber dann ist das halt so. Wie kannst du noch ein Jahr auszögern und sagen so, ich bin immer noch nicht fertig. Nix. Freunde der Sonne, heute ist der Tag gekommen, an dem mein Spiel live geht. Ein Browser-Game namens NX. Wer mitspielen will, hat noch, Achtung, warte mal, kann ich das so machen, ist da irgendwas am Bildschirm, was kann, was angeht? Nein, wird schon passen. I proudly present to you NX. Wenn du mitspielen möchtest, es kostet nichts, es gibt kein Pay-to-Win, es ist ein Echtzeitstrategie-Browser-Game, wenn du so Sachen kennst wie die Stämme, Travian, O-Game, gibt es noch so Penner-Game, und hat es ja viele gegeben. Ja, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich weiß das. Es ist ein sehr spezielles Spiel. Es wird nicht jedem gefallen. Das ist mir auch bewusst. Es ist ein völlig unmöglicher Spiel zu machen. Es ist sehr speziell. Wenn du vorhin mitspielen möchtest, ist ein Zeitfresser und zwar ein massiver. So wie es ist. Und in 12 Minuten und 2, 1, 0 Sekunden startet die erste offizielle Runde. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Du musst nichts installieren. Fangen wir mal mit Sichernis an. Du musst nichts installieren, du registrierst dich, du brauchst eine E-Mail-Adresse, das war's. Da kommt dann ein Aktivierungslink, den aktivierst und dann kannst du dich einloggen, wenn dieser Timer abgelaufen ist. Ja. Und ansonsten gibt es schon nicht viel zum Sagen. Ich bin ein wenig nervös. So nervös war ich schon lange nicht mehr. Sage ich euch, wie es ist. Gibt es dann auch Fehlermeldungen à la Blizzard? Ja, natürlich. Was Bürger schaut man auf einen 65 Zoll 4K Fernseher mit einem 2K Signal. Herzlichen Glückwunsch. Fast 300 Leute, keine 100 Likes. Ja, wieso geht das nicht? Geht das mit dem Handy auch? Herr Tipps! Das ist unter anderem, ich meine, NX gibt es ja nicht erst seit diesem Jahr. Mit dem Ding habe ich angefangen 2014. Webseite recht langsam? Nö. Das ist der Internet. Recht langsam. Kriegst du Förderungen auch, weil du sagst, das ist ein spezielles Spiel? Von wem? Von der Lebenshilfe? Was? Kein Premium-Account? Kein Battle Pass? Vergiss es, ich gehe COD spielen. Herr Wenlander, dann tust du das. Es gibt kaufbare Inhalte, die zeige ich euch auch in 10 Minuten, wenn wir uns einloggen. Aber das Wichtigste ist einmal, das hat die meiste Arbeit gefressen, was der Dips da gerade fragt im Chat. Der fragt, geht das am Handy auch? Das Ding ist eigentlich ursprünglich konzipiert rein PC. Aber das hat mir mit Abstand die meiste Zeit gekostet, dass das Ding eben auch auf dem Handy spielbar ist. Da ist es nicht schön. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Ich meine, du bist halt auf deinen Hochkant-Monitor beschränkt. Das Ding ist nichts anderes wie eine Internetseite. Du musst nichts installieren, keine App installieren, kein Programm installieren. Du kannst es aufrufen von wo, egal wo. Es müsste da auf dem Safari, auf dem Apple-Gerät funktionieren, etc. etc. Und ja. Also es ist am Handy auch spielbar. Aber ich sag's gleich schon, Seitenlad extrem langsam bei mir. Grüezi fix. Lädt überhaupt nichts langsam. Habt ihr denn für einen Scheiß bei der Hand?
Yeah. Das merkt man übrigens schön, wenn Zeiten langsam wird, wenn man draufdrückt auf irgendwas und die neuen Pop-Ups gehen auf und die dauern länger wie 0,1 Sekunden zum Lohn. Geht ganz gut am Handy, schreibt der Herr Gensel. Ich habe eigentlich bis jetzt nur positives Feedback gekriegt von Leuten, die am Handy spielen, aber trotzdem empfehle ich immer am PC zum Spielen. Für das werden alle Interfaces und alle Mechaniken kann man nicht sagen, sondern die bedienbare Interface-Geschichte wird als erstes für den PC konzipiert und dann ans Handy passt. Und ja, das ist wohl ein Unterschied, ob ich auf so einem Pimmelmonitor schaue oder am PC. Aber das Spiel ist so grundsätzlich die Art von Spiel. Es ist ein Browser-Game und ja, das schauen wir uns jetzt dann einfach in 10 Minuten an. Da werde ich ein bisschen mitspielen, ein bisschen ein paar Sachen erklären und so weiter und dann schauen wir mal, was für eine Nummer vom Sprengi seiner Prediction heute eintrifft. Der Stream wird heute nicht so ewig lang dauern. Ich meine, das ist kein Spiel zum Streamen, zum Zuschauen. Ja, das ist mir schon klar. Wer ein Command & Conquer, StarCraft oder was, Warcraft 3 oder sonst irgendwas erwartet, der ist hier fehl am Platz. Ja? Das Spiel läuft im Hintergrund immer weiter, egal ob du eingeloggt bist oder nicht. Also du produzierst zum Beispiel Rohstoffe, auch wenn du nicht eingeloggt bist. Ja, deswegen, das ist so eine Nebenbei-Zockerei. Am PC hast du so am zweiten Monitor den ganzen Tag auf oder was weiß ich. Oder schaust am Handy alle Stunden mal rein und tust ein wenig an. Ein wenig in der Früh, ein wenig am Mittag, ein wenig auf die Nacht. Das müsste eigentlich gelangen, dass man einigermaßen mitspielen kann. Ja, aber in die letzten Monate, ja, es sind wirklich vielen Dank an alle, die da wirklich vor allem letztes Jahr der Leuchti und der Sartox und der Ramrod und der Kaletzel und der Golem und der Kali, der Netti ist übrigens der Netti, der mir geholfen hat mit dem Cloudflare-Scheiß und was weiß ich, was soll ich sehen. Vielen Dank an alle, wir haben so viel Scheißdreck gefunden. Ich glaube nicht, ich bin guter Dinge, dass keine Game-Breaking-Bugs drin sind. Wir werden sehen. Das Projekt ist mittlerweile echt, manchmal sitze ich mir her, schaue mir das an, klicke mich selber so durch und denke mir so, wann zur verdammten Hölle habe ich denn das eigentlich gemacht? Keine Ahnung. Hat auch ein wenig gedauert, also ist es nicht. Mr. Flea Frankie, merci für die Mitgliedschaft. Ich habe da herin in dieser Ansicht keine Alerts leider noch nicht. Welcome to the squad. Ab in den Chat, aber der Frankie. So, wie viele Leute haben sich denn registriert? Ich glaube, bis jetzt sind es knapp 100. Was jetzt gerade passiert, ich komme nicht einloggen und gleichzeitig im Admin nachschauen, das sehen wir jetzt dann schon. Ich sag's euch, was ist, wenn man mir bis zum Ende der Runde, wo ich überhaupt nicht abschätzen kann, wie lange die Runde dauern wird, also es gibt ein Spielziel, das nur in einer Gemeinschaft geschafft werden kann, also innerhalb einer Gilde, bei mir im Spiel heißt es Netzwerk, wie lange das dauert, ich kann es nicht abschätzen. Deswegen machen wir die erste Runde, das kann nach 2 Wochen gar sein, wenn wieder irgendwelche Vollgasnarischen außerfinden, was der best way ist. Das kann aber auch 4 Wochen oder 6 Wochen dauern. Das ist der Weg ist das Ziel, verstehen Sie? Kali schreibt, war mir eine Ehre. Nein, es war mir eine Ehre. Herr Janek, merci für den Resub und 76 Monate, 6,5 Jahre, wie die Zeit vergeht. Ich werde das Spiel heute mal anschauen und dann schauen wir mal, ob mir das taugt. Grüße vom Nordschwarzwald. Es kann natürlich auch jeder ausprobieren, aber machst du ein Tutorial mit uns, schreibt der Bernie, ein bisschen. Es gibt ein Tutorial im Spiel in Form von Quests, die ziehen sie so nicht durch alle Spielmechaniken, das habe ich leider Gottes nicht mehr geschafft. Das sind in den letzten paar Wochen vor allem nur einige Sachen dazugekommen, wie Raketen aktiv abfangen etc. Das ist leider nicht in der Quest eingebaut, aber es gibt einen Global Chat, es gibt einen Haufen Leute, die das Spiel auswendiger wahrscheinlich kennen als ich selbst und da kann man immer mal fragen. Ansonsten, wir haben auch im Discord einen Annex-Schmerz, da kann man eine fragen und ich glaube, dass da keiner irgendwie gehässig ist. Und wenn da irgendjemand gehässig ist, dann ist er fort. Tutorial, wir haben keine Zeit zum Lesen. Ja, ich sehe euch auch schon wieder. Leute, die sagen, ich bin Pro-Gamer, ich brauche kein Tutorial und dann irgendwelche dummen Fragen stellen wie, was ist denn eigentlich, wenn ich da das Gebäude hinbaue? Ja, jetzt hat er mal Quest gelesen. Ich glaube zwar nicht, dass das Quest erklärt, wie es funktioniert, aber ja. Wir haben da 5 Minuten, 50 Sekunden und dann kann sich ja jeder einloggen. Vielen Dank an alle, die spielen. Das ist einmal das Erste. Vielen Dank für die ganzen Registrierungen. Ich habe gestern noch mal ein paar Probleme mit der E-Mail-Zustellung gehabt. Ich glaube, die haben sich aber auch gelöst. Ich glaube, wir haben also 2 Leute bis jetzt, die ihren Account noch nicht aktiviert haben. Lustiger Aktivierungsbutton in der Registrierungsmail tut nicht. Imperator Bobby, tut er schon. Du hast einfach 2 Mal drauf gedrückt. Das ist nämlich der letzte Fehler, den ich gestern gefunden habe und korrigiert habe. Was machen wir bei Annex 2? Und Herr Imperator Bobby, es ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass der Account schon aktiviert ist und deswegen die Fehlermeldung kommt. Herr Ganrim schreibt, alles perfekt, die habe ich vorher schon gesehen bei der Registrierung, ist ein bisschen her. Herr Colin, merci für den 5er. Annex for GTA 5, Bürger Ghost, AAA, wer ist Rockstar? Scheiß auf Rockstar! Herr Colin, merci dir, ich habe keine Alerts da herin. Ich schluss jetzt mit Donations, ich werde halt sehr viel verzeihen
Und ich denke, dass der Stream wahrscheinlich so bis um 8:30 ungefähr geht. Ich mag euch auch nicht totlabern da, ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wahrscheinlich irgendwelche Problemchen kommen und dann sitzen wir da natürlich auch gleich her und wurschtelt umeinander. Das Ziel während der ersten Runden ist jetzt da nicht pfundweise neue Mechaniken einbauen, sondern einfach mal schauen, wie fühlt sie sich an, wie schnell ist, wie schaut das Balancing aus, wie funktionieren die an. Nee, nicht aktiviert vorher, habe ich das Mail sogar aus dem Spam rausgeschoben. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Lass mich nicht nachschauen. Ich schaue nach, ob du aktiviert bist oder nicht. Aber in Admin-Bereich lasse ich euch noch nicht reinschauen. Das soll jetzt auch, wie es ist. So, dann machen wir so, dann machen wir so. Wir heißen. Ich brauche den Username. Username. Oh, aktuell sind 5 Leute noch nicht aktiviert. Usernamen kann ich vorlesen. Der Zagi, der Dips, der Osserbier, der Cookie und der Soul Age. Die haben allerdings schon von gestern. Der Zagi und der Dips schauen mich an, als hätten sie sich gerade registriert. Der Osserbier hat sich noch nicht aktiviert. Also ich sehe zumindest, falls du im Annex genauso heißt, irgendwie mit Bobby oder Imperator, sehe ich dich nicht. Aber schauen wir mal. Wen haben wir da? Haben wir irgendwas mit Bobby? Was du heißt du Bobby da? Ich hätte einen Darth Bobby. Darth Bobby 666. Habt ihr schon, bist schon aktiviert. Alles gut. Kannst dich einloggen, wenn der Timeout gelaufen ist. So, jetzt loggen wir da wieder aus. Und dann können wir da wieder reinschauen. Kann ich da so mal, ja. Wie schaut's aus mit Ingame-Werbung? Gibt es nicht. Gibt es nicht. Wo ist eigentlich der Short zu? Ich kann meine Stadt nicht Ubi-Hard nennen von 117, ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, dass mir der Short einfach scheißegal war. Ich sag's, wie es ist. Season 1 Battle Pass. Ja, kannst du mal. Registriert und aktiviert, du Stalker. Ja, Tipps. Also selbstverständlich sehe ich euch in dem Spiel. Das ist also eine der Hauptaufgaben für mich selbst, vor allem in den ersten Runden, jetzt da in der ersten Runde in der und wahrscheinlich auch noch in der zweiten, je nachdem, wir werden sehen, einfach mir selber Tools bauen. Ja, damit ich einfach mitkriege, was abgeht, was geht schnell, was geht langsam, was schreien Leute, was langsam und schnell geht, damit ich noch auch nachschauen kann, ist das wirklich so, etc. etc. Und einfach Userverwaltung. Schauen wir mal, was da auf mich zukommt. Wenn es Überhand nimmt, dann habe ich sowieso verschissen. Aber wir werden sehen. So, 2 Minuten 22 noch. Bin gespannt. Supporter-Account aktiv, also geht der schon? Jawohl, der geht schon. Da habe ich am meisten Schiss davor. Sag's euch, wie es ist. Also es gibt was zu kaufen. Ja, für alle, die es in den letzten Wochen in die Streams vielleicht nicht mitgekriegt haben. Es gibt was zum Kaufen. Wer das Projekt unterstützen will, kann das tun. Es gibt einen sogenannten Supporter-Account. In anderen Spielen gibt es in der Regel nur Premium-Accounts, die da Vorteile in Spielen bringen. Du hast ein paar so Quality-of-Life-Sachen, wo du besser klicken kannst und so weiter. Gibt es hier alles nichts. Es gibt hier nichts zu kaufen. Jeder ist gleich weit. Jeder ist gleich gut, egal wie groß der Geldbeutel ist. Du kannst also einen Supporter-Account kaufen. Was du kriegst, ist ein kleines Symbol in einer Farbe, die du aussuchen kannst. Du kannst ein Symbol aussuchen, das neben deinem Namen dann erscheint. Das sehen auch alle anderen. Und es gibt eine kleine Ranglisten, wo sie untereinander meinetwegen Leute mit sogenannten Supporter-Donations battlen können, wo aber nicht dort steht. Also es wird niemand erfahren, wie viel Geld dass du da einwirkst. Ist ja klar, das ist alles sehr anonym. Da steht bloß dein Name dort und das war's dann. Ja, das ist alles, was es gibt. Ist halt einfach meine Spielephilosophie. Ich kann nicht den ganzen Tag prüfen, Battle Pass hier und kauf das und keine Ahnung. Das ist halt einfach behindert. Trotzdem habe ich da den größten Schiss davor, weil das das Einzige ist, was andere Leute als ich noch nicht getestet haben. Ob er wirklich alles so funktioniert, wie es gehört. Vor allem im Kaufprozess. Ja, da habe ich, das muss jetzt einfach funktionieren. Und wird dann schon passen. Meine Damen und Herren, T-60 Sekunden. Woher ist der Slogan? Also wer im All hört dich niemand schreien nicht kennt, ist des Annex nichts wert. Aber bei mir heißt es halt, im All hört dich niemand jammern. Und trust me, Ladies and Gentlemen, wer diese Art von Spiel noch nicht kennt, ich höre euch jetzt schon jammern. Server Shutdown in. Normalerweise so hört nichts fallen. Solange ich da. Nein. Geht immer noch absolut reibungslos. Ich habe absolut keine Ahnung, wie viele Leute, jetzt habe ich nicht nachgeschaut, wie viele Leute das sich registriert haben bis jetzt. Das filmen wir noch. Wie viele Leute braucht man für ein Netzwerk? Einen. Du musst das Gebäude bauen. Also, soweit werden wir heute nicht kommen. Das Ganze funktioniert in Echtzeit. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn in 10 Minuten sich die Tore öffnen. Bei 0 alle klicken, was das Zeug hält. Klickt seine. Stream ist genau 10 Sekunden hinterher. Ist er? Aber das Spiel findet auf Planeten statt, nicht im All. Ja, aber der Planet schwimmt im All. Gib mir Red, sprenge! Aslagon, hier!
So, Phase 1, keiner kann sich einloggen. Ich kann mich einloggen! Yeah! Ist schon irgendjemand da. Schauen wir gerne mal in die Rangliste rein. Die Ranglisten ist auf ganz langsam. Die Ranglisten ist auf einen Schlag gleich einmal 5 Seiten lang. Sehr gut, sehr gut. 46 Leute sind eingeloggt. Ja, schauen wir mal. Man, die wird natürlich 58 sind eingeloggt. Okay, das funktioniert schon mal. Login geht. Also, und jetzt passt es mir auf. Der erste hat auch schon was in den Chat eingeschrieben. Kali schreibt Let's go. Herr Gottlieb schreibt Vollgas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß. Da steckt wirklich sehr viel Arbeit drin. Ich hoffe, es gefällt einigen. Es wird nicht allen gefallen, das weiß ich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. Ich tue mein Bestes. Bitte vergessen Sie nicht, dass ich alleine bin und auch noch andere Sachen zum Tun habe in meinem Leben. Aber ich probiere es jetzt einfach. Okay? So, wenn du einloggst, wirst du erst einmal, du kriegst eine Kolonie irgendwo hin platziert. Die erste ist immer random. Ja, du baust hier eine Kolonie. Schauen wir mal so ein bisschen auf der Karte an. Ja, es verteilt sehr schön. Oh, da hier unten ist einiges los. Oh, da sitzt jemand ganz in einem Eck. Das ist ein bisschen traurig, aber gut, das ist, was es ist. Da sitzt jemand ein bisschen allein. Aber das wird schon. Das wird schon. Warum sie sich so weit verstrahlt, ist ein wenig narrisch, aber ist ja wurscht. Das geht schon. Man kann immer alles balancen, was man balancen will. Also, jetzt passt es mir an. Du kriegst eine Kolonie hingeschissen. Ja, Aslagon, merci für den 20er. Ihr hört jetzt auf mit umeinander pimmeln mit Donations. Schluss mit der Scheiße. So, da kann ich jetzt nicht aufpassen drauf. Du kommst in die Spiel rein. Ja, das ist jetzt die PC-Version. Am Handy schaut es ungefähr so aus. So, ich werde auf die Handy-Version nicht weiter eingehen. Es sollte eigentlich alles relativ selbsterklärend sein, wenn ich irgendwas herzeige. Wie es am Handy funktioniert, es ganz genauso. Ich schaue bloß die Interfaces einfach ein bisschen aus. Weißt du, wie es ist? Ja, es ist, was es ist. Also, es geht grundlegend darum, deine Kolonie auszubauen. Und alles funktioniert in Echtzeit. Du hast da verschiedene Bauplätze, wo du dein Gebäude hinbaust, ist noch scheißegal. Es gibt Ideen, ob man da einen Sinn draus macht oder nicht und dass man Gebäude umbauen kann oder nicht, aber ist ja vollkommen wurscht. Da klickst du mal drauf und dann kannst du da deine ersten Gebäude bauen. Die ersten Gebäude sind ein Hauptquartier und ein Kraftwerk. Es hat eine kleine Beschreibung dabei, ein Beutel und so weiter und so fort. Und da haben wir schon beim ersten Grundkonzept, ich glaube, das soll ja jeder Vierjährige verstehen, das kostet natürlich Rohstoffe. Du hast Rohstoffe da herum. Es gibt 3 verschiedene Grundrohstoffe. Warum Grundrohstoffe, erkläre ich nachher, wenn wir zur Rohstofffabrik kommen. Und wir produzieren aktuell in der Stunde 105. Und das funktioniert ja wirklich in der Stunde. Das heißt, wenn ich baue jetzt, wo haben wir jetzt unser Hauptquartier gebaut? Das bauen wir da hin, bauen wir mal ein Hauptquartier, zack. Dann zieht uns da herum die Rohstoffe ab. Wunderbar. Und unser Gebäude dauert 30 Sekunden. Und dann dauert es ja 30 Sekunden. Das bedeutet, wenn ich mich auslogge oder das Ding zumache oder sonst irgendwas, dann läuft es im Hintergrund weiter und wird irgendwann dann fertig. Okay? So, das ist einmal so, um das Grunddings zu verstehen, was da los ist. Dann logge ich mich wieder ein, sage, was, Hauptquartier dauert noch 8 Sekunden. Und wenn es dann fertig ist, dann kann es was. Währenddessen kann man es auch anklicken, da kann man noch nicht recht viel da, weil es eben noch nicht fertig ist. Jetzt wird es spannend, ob es wirklich fertig wird. Es wird Gott sei Dank wirklich fertig. So, wir haben unser erstes Gebäude gebaut, oder? Wir haben die absoluten King-Cass-Motherfucker. Es ist der Wahnsinn. Jetzt Gebäude kann was anderes. Das ist jetzt einmal ganz wichtig, egal was ich heute noch alles verzeihe. Wenn du irgendwelche Fragen hast, es gibt noch kein umfangreiches Wiki, wo alles beschrieben ist, wie alles funktioniert, aber in jedem Gebäude gibt es da herum so ein kleines Fragezeichen. Und wenn du da draufklickst, dann lädt eine ziemlich lange Erklärungskacke. Alles, was das Gebäude kann, alle Mechaniken, die damit zum Tor haben, werden beschrieben, etc. etc. Leider Gottes sind in allen verschiedenen Gebäuden diese Beschreibungstexte noch nicht komplett fertig und ausführlich, aber das Grundlegende steht drin. Das ist also was, wo ich in die nächsten Tage und Wochen wahrscheinlich immer wieder dran arbeiten werde. So, was kann unser Hauptquartier? Zum einen verkürzt es einmal die Bauzeiten von unseren anderen Gebäuden. Und zwar wird es immer stärker mit jeder Gebäudestufe. Ein Gebäude baust du nicht einfach hin, sondern es hat 30 verschiedene Stufen. Also es wird immer stärker und immer stärker. Alles, was das Gebäude kann, wird mit jeder Stufe stärker. Dauert natürlich länger und kostet mehr und verbraucht mehr Energie. Hoppala, Energie. Wir brauchen ein zweites Gebäude. Und zwar unser Kraftwerk. Wunderbar. Dauert 59 Sekunden. Vorher hat doch das nur Minuten dauert. Wieso? Weil unser Hauptquartier mit jeder Stufe die Bauzeiten prozentual geringer macht. Kannst du jetzt selber ausdenken, wie du am schnellsten vorwärts kommst? Baue ich erst mein Hauptquartier aus oder baue ich erst dies aus?
Ich passe da halb gar nicht auf, weil es mir einfach wurscht ist. Zimmert man das Kraftwerk hin. Und wenn das fertig ist, dann haben wir auf alle Fälle schon einmal mehr Strom wie Berlin Südwest. Rohstofflager öffnet sich kein Pop-up. Werden wir gleich herausfinden. Und zwar, es gibt ja nicht bloß die zwei Gebäude, sondern es gibt noch ein Rohstofflager und eine Rohstofffabrik. Das sind so die ersten, sind so die Grundpfeiler von deinem Biolexikon. Rohstofflager nicht verbessern. Haben wir schon soweit. Ist eigentlich unmöglich, dass es immer funktioniert. Aber gut, bauen wir mal ein Rohstofflager. Aber so der Rohstofflager, es macht ein Lager da herum größer. Das zimmert man jetzt da einmal hin und die Rohstofffabrik, die zimmert man da jetzt da einmal hin. Und dann haben wir schon soweit, wenn das wirklich der Fall ist, was ich mir nicht vorstellen kann und ich kapiere nicht warum, dann ist der Stream sofort vorbei und ich muss mich drum kümmern, das hilft nicht. Kommt das Abo noch für die Verbesserung-Funktion? Ja, natürlich kommt das noch. Das müssen wir jetzt schnell aussitzen. Hilft nicht. Was haben wir da? Habe Drittbürger, Park Nummer 1, drück mal auf mein Lager. Funktioniert, ja, Rohstofflager kaputt, ja, über den gleichen Park, Rohstofflager, das ist unmöglich eigentlich. Aber das ist genau vor sowas habe ich eben Angst gehabt. Das Rohstofflager funktioniert seit 2014. Und heute funktioniert es nicht. Programmer spielen das durch mit Rohstofflager Stufe 1. So, aber dazu muss ich selber erst einmal fertig kriegen. Schau mal, Kraftwerk funktioniert. Das bauen wir auch gleich noch einmal weiter aus. Jawohl. Dann machen wir so. So. Einfach reingebaut. Jetzt müssen wir leider Gottes halt die 30 Sekunden aussitzen. Gell? Schauen wir mal, was schreibt Leute im Chat. Der Dani funktioniert. Ja, ich glaube ja nicht. Ja, im gleichen Park. Lull. Wir hatten da schon wieder. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Anscheinend scheint der Supporter-Account zu funktionieren. YBO, du Trottel. Du hättest ihn einfach so gekriegt, du. Es kommt kein Pop-up beim Lager. Ja gut, dann müssen wir schauen. Gut, dass das Lager nicht so dermaßen essentiell wichtig ist, aber das soll ja eigentlich relativ schnell behoben sein. Kann ich mir vorstellen, warum? Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt schauen wir mal. Das Ding ist fertig, ist serviert. Hoppala. Ist wirklich fertig? Tatsächlich. Lass mich schauen. Kurz überlegen, was war das letzte, was ich im Lager gemacht habe? Eigentlich nichts. Das ist ein grober Bug, ne? Also für euch schon, für mich nicht. Lasst sie ziemlich schnell beheben. Das tut mir sehr leid, aber dann müssen wir den Stream relativ schnell. Wer schreibt mir schon wieder Nachrichten? Ja, wie die. Ja, mal zu. Tschüss dann. Viel Spaß beim Spielen. Ja gut, funktioniert tatsächlich nicht. Rohstofffabrik funktioniert. Dann erkläre ich euch die dabei ein wenig noch. Kann mich nicht anmelden. Super Fehlermeldung. Schon mal als Hinweis, Fabi117, du bist so gut wie ausradiert. Krieg! Webseite nicht verfügbar. Ich weiß nicht, was sieht jetzt. Bei mir ist die wunderbar verfügbar. Bin nur ich Stepper zum Umbenennen von der Kolonie? Weiß ich nicht. Aber ich zeige euch jetzt nur ein paar wichtige Sachen. Phase 1. Alter, wie viele Leute haben denn da im YBO, merci. Kali, merci. Protektorius, merci. Erwin Müller, 1, merci. Eisenbahner sagt, merci dir. Zampal, merci. James, merci. Philipp, merci. Rest, merci. Das sind alles Leute, die sich einen Supporter-Account genehmigt haben, bevor es überhaupt das Spiel funktioniert. Es funktioniert ja nicht, das Lager ist kaputt. Herzlichen Glückwunsch. Ungültige Anfrage. Bitte lade die Seite neu und versuche es erneut. Dann hast du dich schon registriert. Multi-Accounts sind übrigens verboten, Herr Schwimmer. Habe ich da gerade jemanden beim Multi-Accounten erwischt? Herr Schwimmer, was ist da los? Was ist da los? Wie viele User sind es schon? Können wir dann. Kann ich da in Admin reinklicken? Ich bin eigentlich dafür, absolute Transparenz verwalten zu lassen. Ich mag aber nicht, dass da oben der Betrag steht. Das mag ich nicht, das geht einfach kein was oder wird bloß wieder gelabert. Könnte lustig werden, deine Arbeit muss ja gewürdigt werden. Herr Protektorius, merci dir. Schluss damit. Die muss nicht gewürdigt werden, wenn eines der wichtigsten Gebäude nicht geht, das Lager. Aber es ist wahrscheinlich bloß irgendein HTML-File. Es ist absolut unmöglich. Gestern ist noch alles gegangen. Es macht absolut null Sinn. Aber den finde ich schon. So, das Letzte, was ich euch jetzt zeige. Recht viel mehr kann ich noch gar nicht herzeigen. Rohstofffabrik, da führt dich die Quest durch. Alles, was da ich jetzt sagen darf, da führt dich die Quest durch. Wo findest du die Quests? Entweder da im Menü unter Missionen oder da bei dem Ausrufezeichen Quests und Missionen. Da klickst du drauf und da steht dann immer ein bisschen ein Text drin, plus da herunten so ein bisschen eine technische Erklärung, wie das Spiel wirklich funktioniert und so. Und wenn du die Bedingungen erfüllt hast, dann gehst du herunten auf Quest abschließen, meine Belohnung sind 5 XP, schließen wir ab, dann habe ich schon 13 XP und die nächste Quest kommt. Und da steht dann dort, wir bauen, gut gemacht, Bürger, nachdem wir unsere Kolonie und unseren Baugrund begutachtet haben, beginnen wir am besten sofort mit dem Errichten unserer ersten Gebäude, bla bla bla, Hauptquartier habe ich alles schon gemacht.
Dann ist die Aufgabe abgeschlossen. Hier errichtet ein Hauptquartier ab Stufe 1 und wir kriegen eine kleine Belohnung von ein paar Rohstoffe. Das sind nicht viel, aber es sind ein paar. Ich empfehle jedem, die Quests durchzumachen. Die werden natürlich, wie soll ich sagen, diese Quest-Belohnungen werden natürlich immer mehrer und das rentiert sich schon, die zu machen. Schließen wir das einmal ab. Was haben wir da? Hier benenne deine Kolonie um. Oh, ja gut, das hab ich jetzt nicht direkt da. Eine Kolonien heißen immer so, zum Beispiel Username Apostroph S Kolonie. Dann gehst du da in das Hauptquartier rein und wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann haben wir mehrere Probleme. Wir nehmen das einfach Busen, genau, und dann ist das Ding umbenannt und dann heißt der Kolonie Busen. Warum kannst du das umbenennen? Du hast nämlich am Schluss nicht nur eine Kolonie, sondern mehrere Kolonien und auf verschiedene Planeten verteilt und. Alles andere wird eigentlich von selber erklärt und soll jetzt selbst erklären sein. Also, laut dem Firefox Task Manager braucht die Seite 3 Mbit, aber es tut sich nichts. Ich weiß nicht, was los ist. Bei mir läuft alles butterweich. Never play on Patch Day, hello, aber die Server laufen. Gestern ist meine Oma auch noch gelaufen. Ugandalf, der schwarze Magier, approved, kann meine Quest nicht weitermachen wegen dem Rohstoffbug. Fireblue ist mir klar. Und darum muss ich leider Gottes jetzt so leid es mir tut, den Stream auch schon wieder abbrechen, aber ich habe schon mit irgend sowas gerechnet. Es ist, was es ist. Ich versuche so schnell wie möglich den Lagerbug zu beheben und dann könnt ihr weiterspielen. Bevor jetzt da noch lange umeinander pimmelt, meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat nicht recht lang gedauert, bis irgendwas wirklich Game-Breaking kaputt ist, was unmöglich ist! Weil ich es gestern nur ausprobiert habe! Das ist 14 Jahre lang jetzt gegangen! Stopp, 12! Heute geht's nicht! Ja, war klar! Kostet die selber was, Server oder so? Ja, natürlich kostet es was. Also ich kann machen, was ich will, die Seite lädt nicht. Ja, inzwischen, ich weiß nicht, was dann, jetzt logge ich mich mal aus und schau mal. So, meine Seiten lädt halt einfach instant. Also da fällt überhaupt nichts frei, ich weiß nicht, was los ist. Also, wie es Wölfchen sagt, das ist Murphys Law. Es war mir klar, dass irgendwas passiert. Ich bin ja gespannt, was ist. Wahrscheinlich ist irgendein Semikolon vergessen oder irgendwo. Ich habe am Lager seit keine Ahnung, was, nichts mehr da. Ja, ist ja wurscht. Und am Browser nutzen habe ich auch müssen. Mal wieder so ein unfähig auf den Markt geschmissenes AAA-Spiel, typisch Day Zero Patch. Birger, weil du das Baumenü nicht gelesen hast, geht's. Stimmt. Ja, scheiß Baumenü wieder. Jetzt geht's wieder. Hey, ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, wie der Server reagiert. Bei mir läuft alles butterweich. Also pass mir auf, wie lange dauert das eine geschissene Anfrage? 40 Millisekunden, Alter. Und die ist nur bei 40 Millisekunden, weil es über Cloudflare läuft und normalerweise war es bei 15. Gute Besserung, nix. So, ich mag euch aber jetzt auch schon lange nicht mehr da umeinander schwafeln und so weiter. Ich bedanke mir sehr stark bei alle, die sich einen Support-Account natürlich genehmigen. Vielen Dank. Bitte seid nachsichtig, ich mache das hier alleine und ich versuche jetzt das Lager zum Korrigieren. Aber wenn ich auf Passwort vergessen gehe, heißt es, E-Mail existiert nicht. Was wärst denn du wieder zusammengezimmert haben? Jetzt schauen wir mal schnell nach. Das schaue ich jetzt noch schnell nach, weil es eh nicht hilft. Wie heißt du in-game? Ich brauche mehr Herr Schwemmer. Du hast die 100%ig registriert, aber nicht aktiviert. So. Heißt du Andi 89? Du musst eine Aktivierungs-E-Mail gekriegt haben an deine E-Mail, die ich jetzt natürlich nicht vorlese. Ja, ist ja klar. Spielst du mir auch noch 1404? Wahrscheinlich eher nicht. Kannst du mal wieder Skull and Bones spielen? Ja, mit Sicherheit. Birger Lex, hättest du mal das Baumenü gelesen, ja? Hey Birger, wünsche dir einen wunderschönen Stream, der ist Server. Wo haben sie um Letzte Woche hat es noch funktioniert. Also du kannst dich selbstverständlich nicht, du hast dich schon registriert. Ich mag jetzt da auch nicht so, wenn es ist, komm ins Discord. Du hast dich bereits registriert, du musst eine E-Mail gekriegt haben, wenn du in deiner E-Mail vertippt hast. Schwierig. Dann muss man sagen, ich kann jetzt halt der E-Mail da nicht vorlesen. Dann muss man E-Mail schreiben an info@nx.gg. Weiß ich nicht sagen. Dann kann ich nachschauen und eventuell kann ich dann die Registrierung auslöschen, dann kannst du die Nummer registrieren. Quest ist broken, baue Rohstofffabrik auf 3 aus, er kennt es aber nicht. Bezweifle ich ganz stark, aber das findet man dann schon raus. Ne? Muss man die Hände aus den Taschen nehmen? Salon um Tech-Center was zu machen? Was? Passt, hab's, war im Junk-Ordner, alles gut. Vielleicht hätte ich es auch mal dazu gesagt, wer sich registriert, schaut in einen Spam-Ordner nach. Das ist halt nagelneue Internetseiten.
kann passieren, dass bei einigen das Ding im Spam-Ordner landet. Und jetzt am besten deselektiert es als Junk, zieht es euch ins Postfach, dann kriegt ihr ja alle zukünftigen E-Mails. Ja? Direkt ins Postfach und nicht in einen Spam-Ordner. Das gilt übrigens für alle E-Mails. So, wenn die E-Mail falsch war, dann kann er sich doch mit der richtigen trotzdem registrieren. Nein, kann er nicht. Hat schon einen Grund, warum er das nicht kann. Los geht's zum Fix Rohstofflager! Ja, ich weiß eh. Freunde der Sonne, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bitte habt Nachsicht. Bitte habt eine Nachsicht mit der Markierung im Discord, sonst traust du nämlich aus. Aber gut, damit muss ich wahrscheinlich leben. Es ist mir ein Fest, es ist Viertel nach. Ich habe gesagt, der Stream dauert nicht recht lang. nx.gg, good luck. Hi everyone. Vielen Dank. Wir sehen uns am Montag. Was werden wir am Montag? Entweder Green Hell oder Raft. Vielleicht tauschen wir Plätze. Wir werden sehen. Angeblich sind Zugangsdaten inkorrekt. Sind es wahrscheinlich dann erhöht einfach auch. Also Bürger nur in jeden dritten Satz markieren anstatt jeden Jahr. So, gehen wir jetzt ins Bett, springen wir, gehen wir ins Bett. Nein, ich sitze mir jetzt hier und korrigiere den Fehler. Meine Damen und Herren, wir sehen uns. Behalten Sie den Chat im Spiel im Auge. Da rühre ich mich dann, wenn es fertig ist. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Montag. Tschüss. Herr Grotz, am ersten Schluss. Ich mag jetzt keine Donations sagen. Steffi, Jahresmerch, brennende NX-Server. Am Server feit überhaupt nichts. Ja? Am Server feit überhaupt nichts. Wenn dann Programmcode, der für den Arsch ist. So, jetzt schleicht euch. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nachher. Ich beeile mich, okay? Ciao sein!